bin hier in der Umkleidekabine und die Herren, die jetzt hier gerade in meiner Nähe sind, haben mir gerade einen echten Blutwurz gegeben. Ich habe gerade einen Schluck davon getrunken. Leute, meine Stimme ist weg. Ich versuche es einfach mal. Hier bei mir ist die berühmteste, die bekannteste Oktoberfestband der Welt. Das ist richtig so. Ja, ja. Ja. Wie geil ist das? Das ist die Münchner Zwietracht. Hey, sag mal, und ihr seht alle noch irgendwie relativ nüchtern aus. Kann das sein? Wir trinken den nicht. Wir haben ja noch nichts Nur der getrunken. Besuch, nur der Besuch. Hier gibt es ja gutes Königssprudel. Ja, den habe ich gerade auch schon getrunken, also reicht aber nicht. Also der war geil, der war richtig geil. Sag mal, jetzt ohne Flachs, ich habe das gerade kurz mal eben dreiviertel Stunde durchgespielt. Macht eigentlich sonst keine Band. Also ich, wirklich, die spielen 3, 4 Titel und dann war es das und ihr spielt durch, als wenn nichts wäre. Hammer. Die Leute stehen auf den Stühlen. Ist es jahrelanges Training oder wie macht ihr das? Du musst den Leuten aber die Chance geben, dass sie erstmal auf die Bühne, auf die Bänke können. Deswegen musst du erstmal am Anfang schön anfangen, dann gehst du eine Bergtour und dann geht es noch ein bisschen höher und irgendwann hast du nach einer Stunde das Ziel erreicht, dann bist du am Gipfel und dann musst du noch eine halbe Stunde auf dem Gipfel bleiben. Also ist das 1,5 Stunden erstmal gut. Die nächste Set dauert 1 Stunde und dann noch mal 1 Stunde. Aber sag mal so, was passiert, wenn die Leute jetzt wirklich, ja ich sag's mal, wirklich den Kanal so voll haben, dass es nicht mehr geht? Kriegt ihr den dann immer noch hoch? Also wir schon, aber die Leute müssen wir halt so weit in den Griff kriegen. Gut beantwortet. Wie war jetzt das gemeint? Deswegen Es ist relativ schwierig, hier ernst zu bleiben. Will auch, glaube ich, gar keiner, weil die Jungs, die verbreiten so viel Spaß auf der Bühne. Was macht ihr, wenn ihr nicht auf dem Oktoberfest auftretet? Wir spielen das ganze Jahr quer durch. Und glaube nicht, dass es Oktoberfeste nur im Oktober gibt. Die gibt es auch im Mai, im Juni, überall. Österreich, Schweiz, überall feiern sie. Weltweit. Weltweit. Ihr singt, Moment, ihr spielt weltweit, ist es richtig Ja, so? ja, klar. Wo, erzähl? Wir waren in den USA, in Korea, Brasilien, wie ist Mexiko. 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 Nein. Ja, ja, klar. Ja, ja. Acapulco, ja, war schön, am Strand. Ja, ja. Unter Palmen, direkt die Bucht vor Acapulco. Rainer Murt. Das war Wahnsinn. Also jetzt ohne Flachs, also da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und da kommt diese Musik auch richtig an, ja? Oder? Kommt an. Schunkeln und klatschen kann jeder, Bier trinken kann man auf der ganzen Welt, anschließend lustig werden ist nie das Problem und das passt überall hin. Oktoberfest erklärt sich von selber und wir bringen die Gaudi mit. Und das merkt man hier gerade wirklich. Also es ist ja wirklich still, aber das irgendwie nicht still, es ist richtig Party hier, obwohl es eigentlich ja ohne Publikum ist. Herzlichen Dank, ihr Lieben, war super klasse, herzlichen Dank. Ich bin froh, dass ich mal mit euch sprechen durfte, weil ich habe euch 2008 zuletzt live gesehen im Hippodrom und da ist ja nächstes Jahr auch wieder da, oder? Und vergiss nicht die neue Single der Zwietracht. Scheißegal. Moment, scheißegal. Ja, haben wir jetzt gerade nach Mallorca geschickt, vor 14 Tagen, frisch aufgenommen und soll über Österreichs Skihütten im Winter nächstes Jahr der Riesenhit werden. Heißt Scheißegal. Kennst du Butterfly von Daniel Gerard? Scheißegal, scheißegal, ist doch alles scheißegal. scheißegal, scheißegal, heute ist das scheißegal. Das war exklusiv für Bayermann Radio, die Münchner Zwietracht. Herzlichen Dank, ihr Lieben, hat riesen Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne. Und wir freuen uns jetzt auf ein paar weitere Stunden mit euch. Gerne. Tschüss. Tschüss, macht's gut.